wird zum politischen Kontext. Wir fanden es doch aber wirklich eine komische Konstellation. Wir sind d'accord, dass alle Propositionen de loi, die von Deputierten an diesem Haus abgeholt wird, dass sie soll zur Sprache kommen und dass auch soll bis zur Abstimmung kommen. Wir haben lange dafür gestritten, wir haben lange erlebt, dass Propositionen, wo sich viel mehr gegeben hat, die hier herangerichtet hat, einfach am Terrain live geblieben sind und dass nie darüber diskutiert worden ist. Wir sind absolut d'accord, dass alle Propositionen de loi, die hier deponiert wird, soll den Weg gehen. Das ist auch richtig, dass jeder Deputierte soll sein Gewissen anstimmen. Wir fanden das gar nicht außergewöhnlich. Eigentlich sieht die Konstitution das ja, dass jeder Verein seinem Gewissen nur am Ende vom Land soll stimmen, ohne von irgendwelchen Weisungen entgegenzuholen. Dafür fanden wir trotz allem ein bisschen verwunderlich, dass die letzte Kehr trotzdem größtenteils nur Fraktionen aufgestimmt sind. Ich wundere mich darüber, kann aber eigentlich nicht unholen, dass so ein echt Gewissensfroh wie die Hai an irgendeiner Form von der banalen Parteipolitik sollte beeinflusst gehen. Herr Präsident, ich komme nicht erst für ein Wort über die Rolle von der CSV an diesem ganzen Kontext zu verlieren. Wenn ihr in das Regierungsprogramm guckt, da findet ihr nicht über ein Gesetz, was soll an Kraft gesetzt werden, über Praktizieren von der Euthanasie. Aber dass das Projekt de loi, den damals schon deponiert war von der fürsten Regierung über Palliativmedizin, soll reexaminiert und umgesetzt werden. Am CSV-Programm steht nimmer, dass CSV für eine optimale Pflege bis zum Lebensende ging antreten. Es findet mit keinem Wort eine Umdeutung für Pro-Euthanasie. Dafür, dass auch die Erklärung, als höchstwahrscheinlich auch nicht an das Regierungsprogramm kommt. Wenn ihr dann aber als Parallelbeispiel guckt, wie an der Frage vom Religionsunterricht an der Schule verfahren ist, da kann ich sich eigentlich nicht mehr wundern. Wir wissen, dass Herr Bodry gleich eine Initiative geholt hat, für darüber zu diskutieren, auf jetzt gucken, ob wir am Kader von der Schulgesetze da nicht könnten, aber Führung kommen, in dem Sinn, dass die Religionsunterricht aus der Schule ging, rausgeholt ging. Da ist für Seite von der CSV, und zwar durch den Mund von Ihrem Präsidenten, ganz klar und deutlich gesagt gehen, der wisst ja, dass wir das an der Koalition nicht vorgesehen haben, und da man also vom Durch. Wir können nur nachher diskutieren, mit da soll jeder an sein nächstes Wahlprogramm schreiben, was er will, da sollen viele dezidieren, und dann gehen wir weiter. Das ist komisch, dass an einer Frage, die weit über den Religionsunterricht rausgeht, CSV berät das, Datei zuzulassen. Weil bei der Euthanasiefrage hat CSV auch können ihre Veto alle. Wir sind fest überzeugt, dass wenn CSV oder wenn der Premierminister gesagt hat, dass du, wenn nicht aufgemerkt hat, steht nicht zur Diskussion. Und wenn das so passiert, dann spielen wir nicht mehr mit, da können wir eventuell zu neu wählen, dass dann der LSAP auch bereit gewesen wäre, für den Koalitionsakkord zu respektieren. Mit CSV hat es nicht gemerkt. Sie hat nicht nur kein Veto angeschaut, sie möchte doch nach alles, für das Gesetz heißt, sehr wie, wann es da gestimmt ist, so sehr wie möglich kann er Kraft treten. Und der Präsident, da kommen viele Leute draußen nicht mit. Und da gibt es, die sich vorstellen. Froh wie die Hai. Spielt CSV kein Doppelspiel. Offiziell, als sie gegen die Euthanasie stimmen hier Deputierte, doch praktisch alle gut, gegen die Euthanasie. Damit steht sie natürlich auf der Seite von den Leuten, die gegen, an teilweise gut vehement gegen die Euthanasie sind. Sie lesen aber zu, dass in der Regierungsbeteiligung mit Hilfe vom kleinen Koalitionspartner Gesetz gestimmt wird, mit dem sie fundamental nicht d'accord ist. Herr Präsident, das ist an der Geschichte von diesem Land der Viergang, den es noch nicht gehen hat, aber was da draußen noch keiner versteht.
Mit CSV kann aber für sich an Anspruch holen, dass in der Regierungsführung ein Euthanasiegesetz in Kraft treten, was schon viele Leute draußen als großen gesellschaftlichen Fortschritt angesehen. An Domat, so viele Leute draußen, spekuliert auf Stimme von denen Leuten, die für die Euthanasie sind. Das ist ein subtil Dürbelspiel, was sicher nicht abgehoben wird. Wir haben heute Morgen ein Palliativgesetz gestimmt. Das ist ein gut, allein überfällig Gesetz. Madame Frank von der CSV hat beklagt, dass das Gesetz so lange verschläft ging. Ich komme bei dieser Gelegenheit nicht erst darauf hinzuweisen, dass wir zweimal die Initiative geholt hatten, für das Gesetz weiterzubringen. Und dass so gut CSV gegen die Initiative gestimmt oder gesagt hat, nein, die zwei Gesetze kommen mit. Madame Frank hat auch an die schöne aufmerksam nur gelauscht, dass ich schon sogar recht gehen. Vehement gefordert, dass müssten nur Mittel zur Verfügung gestellt gehen, für das Palliativgesetz könnte umgesetzt gehen. Sie hat weiter beklagt, und ich habe Madame Frank als andere Leute in ihrem Mund erzählt, ich schon höre. Das Leid einfach an Pampers gelöst gibt, weil nicht personell genug da ist, für eher bei den Leuten auf die Toilette zu gehen. Kann ich sich dort vorstellen, geht bei so einer Humiliation nicht an einzelnen Fall schon den Aufhang von der Detresse gelöst, die wir kurz oder lang zum Todeswunsch feiert. Ich komme aber nicht erleicht, Madame Frank zu fragen, wie lange als CSV schon ununterbrochen an der Regierung? Oder als Hai, wie so der Koalitionspartner, der dann schuld? Das ist wirklich eine traurige Tatsache, dass auf vielen Plätzen das Pflegepersonal fehlt und Pflegepersonal überfordert ist. Die Zustände sind aber sicher nicht schuld von der Opposition. Und da soll ich noch die Courage haben, nicht nur hier nach vorne zu kommen, zu Forderungen, die wir unterstützen, mehr als Partei auch mehr culpa, mehr maxima culpa zu suchen. Ich gebe Mengen ein CSV, die wir aus dem Konfittior eigentlich gut kennen. Herr Präsident, ich komme zur Konklusion. Ich müsse gut auswendig lehren, ich kann nicht so. Da der aus der Meinung, dass in das Palliativgesetz schon lange hat können umsetzen und Palliativpflege hat müssen landesweit ausgebaut gehen. Es hat in Domat können Erfahrungen sammeln und dann nur ein paar Jahre Konklusionen ziehen, ob das dann noch durchgeht oder nicht. Klingt von dieser Partei als ganz, als an diesem Wahlprogramm definiert, und der ist nicht für die Euthanasie. An diesem Grundsatzprogramm, den 2 Jahre später vom Nationalkongress geholt ist, haben wir diese politischen Mandatären an diesen und anderen schwierigen ethischen Fragen aber die Freiheit zugestanden, für nach ihrem Gewissen zu entscheiden. Und so werden wir doch Haut halten. Ich persönlich werde aus den Gründen, die ich gerade expliziert habe, gegen dieses Projekt stimmen, ich so nicht mehr. Merci, Herr Milde. Der nächste Redner aus Honorable Herr Scherling.